Servus, Glück auf und herzlich willkommen zu einer weiteren FC Bayern Reaction. Leute, wir gucken mal in die Bird Squad rein. Ja, habe ich einen Hinweis gekriegt vom Bomestano, dass es ja wieder was zu Bird Squad gibt. Ich habe mal geguckt, es gibt irgendwie ein Video, dann viele Shorts. Wir gucken mal, wir gehen mal rein in das erste Video. Und ist ja immer ganz interessant gewesen. Und bevor wir da reingehen, ihr kennt das. Wie immer der Hinweis, wenn euch gefällt, was ihr seht, hypen, liken, kommentieren, abonnieren, Glocke aktivieren, wenn ihr nichts verpassen wollt. Und neu, ihr seht unten die Ecke, wenn ihr plant, im FC Bayern Fanshop was zu bestellen. Macht das gerne über meinen Link, dann bekomme ich eine kleine Provision dafür. Ihr habt natürlich nicht mehr Kosten damit. Ja, nutzt einfach den ersten Link in der Videobeschreibung oder im angepinnten Kommentar. Ja, vielen lieben Dank dafür, wenn ihr das tun solltet. Und damit würde ich sagen, schnacken wir auch gar nicht lange. Gehen wir mal direkt rein hier in den Bums. Mein Ziel ist es immer, dass man nach 4 Wochen sagt, wir haben es hingekriegt, um eine Mannschaft auf den Platz zu kriegen. Die World Squad ist einzigartig im europäischen Vergleich. FC Bayern World Squad was amazing experience. Each goal, each moment was really amazing for me. 다시 미는 유니폼을 입고 좋은 시설에서 Muss man die Lautstärke noch ein bisschen einpegeln hier, ne? 경기하고 훈련할 수 있다는 게 기분이 너무 좋았던 것 같아요. Ich höre fast jede Woche jetzt ungefähr wieder einer, der entweder Profivertrag oder zum ersten Mal im Kader war. Ah, der Roy ist einfach so ein sympathischer Mensch, Alter. Wir sind dieses Jahr in Korea. Extrem spannendes Land, extrem stark wirtschaftlich, mit Mehr geht nicht, ja, das ist schon 1000. einer jungen Population, sehr digital. Ich war schon in viele Länder, aber Südkorea noch nicht. Ich freue mich deswegen natürlich schon. Ich rechne mit sehr, sehr, sehr starken Gegnern, Herausforderungen für die Jungs. 거기서 알리안츠 아레나 가서 그런 구장에서 뛰어보는 게 로망이고 제 꿈인 것 같아요. Für seine Fähigkeiten und sein Alter, also für mich Ich mache mal Untertitel an, ne? Weil das ist ja irgendwie nicht alles übersetzt. Ich kann ja auch mal ein bisschen verschieben, glaube ich. Mach die einfach mal nach oben, ey. Dann sehen wir die alle ein bisschen besser, würde ich sagen. mich wäre es noch auch ein Bayern-Spieler jetzt. Good. Nice to see you. Thank you. Yeah, better now, huh? Do some work. I already met your Yes. father before. Yes. You have the same T-Shirt. Dass dann einer durch dieses Projekt dann natürlich erstmal eine Sprung schafft am Campus, das schon was. Aber dass es auch so schnell gegangen ist für Maicon. Der kam, der klappt die letzte Saison ab 1. Januar, weil Ja, haben wir ja auch gesehen gehabt, ne? Wo er dabei war bei der Bird Squad. er dann 6. war, die U17. Da hat er die Saison angefangen bei der U19, hat da verschiedene Positionen gespielt. In der Winterpause ist er hochgeschoben zu den Amateuren. Ja, und dass er dann damals gegen Gladbach seinen ersten Einsatz bekommen hat, war natürlich, klar machte ich ein bisschen stolz, um da 0,1% mitgemacht zu haben. Letztendlich sage ich das öfter, das machen die Spieler selber. Das war natürlich Gänsehaut. Also mein Handy hat, glaube ich, nicht stillgestanden und mein Herz hat auch nicht stillgestanden. Brutaler Erfolg für alle, die an dem Projekt arbeiten. Und das war natürlich dann ein sehr glücklicher, emotionaler Moment. I went in and after the game everyone come to say congrats, so I'm very proud and very thankful for my teammates also, so I'm very happy, yeah. Ihm ist eigentlich relativ egal, wie er in den sozialen Medien wahrgenommen wird oder wie er außerhalb vom Platz wahrgenommen wird. Ihm wichtig, dass er halt auf dem Platz die Performance bringt und alles dem unterordnet, dass er die Performance auf dem Platz bringt. Und das ist auch so das Feedback, was letztendlich von Vinny Kompany oder von Christoph Freund, wenn ich mit ihm dazu gesprochen habe, jedes Mal, dass er es im Training super macht, überragend macht, seine sportliche Performance, aber auch außerhalb vom Platz und auch super Charakter, wie er sich Ich mache die Untertitel aus. Kann ja keiner ahnen, dass jetzt wieder alles hier nur auf Deutsch ist. integriert, wie er wissbegierig ist. Und das ist halt das, was wir versuchen hier auszubilden, was man allgemein in der Jugend von Bayern München versucht auszubilden. Und dann sieht man halt, dass das auch die Erwartungshaltung ist.
Die World Squad ist ein internationales Nachwuchsförderprogramm des FC Bayern gemeinsam mit Audi, wo wir U19 Talente zusammenholen und sie auf höchstem Level fußballerisch fördern und dann entwickeln und ihnen eine Plattform bieten. Die World Squad ist einzigartig im europäischen Vergleich. Das ist auch immer das Feedback, was wir von anderen Mannschaften kriegen, wenn wir uns mal austauschen mit anderen internationalen Top-Vereinen, die uns dann immer auf die World Squad ansprechen. Ich höre fast jede Woche jetzt ungefähr wieder eine, die entweder Profivertrag oder zum ersten Mal im Kader war. Und das macht natürlich noch schöner zu sehen, wenn Jungs, die dieses Projekt mitmachen dürften, auch Profi werden. Ich finde es fantastisch, dass wir globale Talente aus auch strukturschwachen Regionen alle zusammenführen, die zu einem Team bilden, sie in ein sehr starkes Fußballfördersystem integrieren und damit eine globale Förderung machen, aber auch zeitgleich ein Scouting-System für uns aufbauen. Da ist die World Squad halt eins. Ich wollte gerade sagen, als wenn das irgendwie eine, wie sagt man, eine gemeinnützige Sache wäre. Also das macht der FC Bayern natürlich auch aus rein Eigeninteresse, da wollen wir nicht drüber reden. Ne? Und wir haben es ja gerade gesehen, wenn Cardoso da auch nur ein Spieler ist, der vielleicht sich irgendwann mal durchsetzt und keine Ahnung, irgendwann einen Marktwert von 50 plus Millionen hat, dann hat sich ja der ganze Aufriss der letzten Jahre schon rentiert. Wa? So. Einzigartig, weil du einfach über 4 Wochen hinweg einen Spieler testen kannst, nicht nur auf dem Platz, sondern auch neben dem Platz, wie funktioniert er in der Mannschaft, wie funktioniert er im neuen Umfeld. Wenn er dann nach den 4 Wochen alle Daumen hoch machen und sagen, ja, dann kann das was werden und dann ist die Aussicht deutlich größer, also erfolgsversprechend, dass so ein Spieler wirklich oben ankommt, als wenn man ihn 2 bis 3 Tage in einer teilintegrierten Mannschaft beim Training sieht. Ja, ist ja normal. In 4 Wochen, du kannst dich natürlich immer verstellen, so, aber ich glaube, in 4 Wochen wird schon irgendwann mal, gerade wenn man über den Sport redet, so dein wahrer Charakter zum Vorschein kommen, weil ja nicht immer alles gut läuft. Ne? Ist natürlich, wenn du so einen Spieler, wie er es gerade sagt, so 2, 3 Tage hast und da ein paar Stunden in Training hast, ist das natürlich viel, viel schwieriger, den kannst das Sportliche bewerten, so klar, aber so der Typ, der Charakter ist halt super schwierig zu bewerten in so einer kurzen Zeit. Ne? Das ist natürlich, wenn du 4 Wochen mit einer Truppe zusammen bist und dann, ja, wir haben ja schon viele World Squads gesehen und da hat man ja auch schon gesehen, wenn da ein schwieriger Charakter ist und man hat ja auch schon Spieler weggeschickt, weil sie einfach einen schlechten Charakter hatten. Ja? Fußballerisch sehr, sehr gut. Aber es muss halt alles zusammenpassen, ne? Und das kannst du natürlich in so einem Format dann viel, viel besser beurteilen. Ne? Und mit dem Roy natürlich auch da einen mega sympathischen Menschen, aber auch jemanden, haben wir ja auch schon gesehen, der auch keine Scheu hat, da klare Worte zu sprechen. Ne? So. Und mit dem Contento, ja. Diego war ein durchschnittlicher Spieler, der überperformt hat bei uns. Ne? Also der über harte Arbeit gekommen ist. Hat jetzt nicht das Riesentalent gehabt, hat aber trotzdem seine Zeit beim FC Bayern gehabt. Und das, weil er hart gearbeitet hat. Ne? Muss man auch mal sagen. Und da auch mal ein Chapeau für. Es ist für mich eine geile Plattform, sagen wir so, für Spieler, die aus dem Ausland kommen und es beweisen wollen. Es sind gute Spieler dabei, hat man auch gesehen jetzt mit Mike Conn, der von der Global zu der World Squad gekommen ist. Es ist nicht einfach, wenn man auch so viele verschiedene Kulturen, Länder, Spiele hat. Manche, die nicht mal miteinander kommunizieren können. Die letzten 3 Jahre haben wir es schon zweimal gezeigt, wenn man als Mannschaft auftritt, dass man auch Ergebnisse holen kann. Immer schön, um hier zu sein. Audi und der FC Bayern, das ist viel mehr als nur eine ganz normale Sponsorship. Wir sind auf gleichem Niveau Partner und ergänzen uns, glaube ich, sehr gut an vielen Stellen. Seit Audi eingestiegen ist, konnten wir dieses Projekt auch nochmal auf ein absolut neues Level führen. Wir haben das Scouting-Netzwerk deutlich erweitern können durch die Unterstützung von Audi. Wir stehen für Vorsprung, für Technologie, für das Weiterkommen und die Zukunft. Ja, natürlich musst du da den Audi erstmal in den Himmel heben. Und so macht es der FC Bayern und dieses Projekt symbolisiert das großartig. Und deshalb glaube ich, dass das sehr gut zu uns passt und wir auch sehr daran interessiert sind, dass wir natürlich auch
dem Nachwuchs eine große Chance geben können. Wir haben letztes Jahr ein wunderbares Fotoshooting der World Squad in Shanghai gemacht und haben auch jetzt zuletzt, als die Mannschaft hier war, Führungen gemacht in Ingolstadt, im Showroom. Lauter schöne Geschichten, die das Ganze nochmal qualitativ abrunden und uns komplett in die Partnerfamilie integrieren. Gerade bei der World Squad, das ist immer was ganz Besonderes, weil du halt so viele verschiedene Kulturen hast. Jede Kultur bringt was mit sich und bringt was mit sich ein in die Gruppe. Das ist so beeindruckend zu sehen, wenn dann halt nach den ersten 3, 4 Trainingseinheiten so eine Gruppe, so ein gruppendynamischer Prozess losgeht und dann halt aus vielen, vielen einzelnen Individualisten oder verschiedenen Nationen dann halt eine Mannschaft wird. Und ich glaube, das ist ein Paradebeispiel dafür, wie ein Fußball verbinden kann, wie Fußball dafür sorgen kann. Ja, da gehe ich mit. Das kann nicht nur Fußball, sondern einfach der Sport, ne? Zumindest der Mannschaftssport. Also im Mannschaftssport kannst du nur gemeinsam was erreichen. Ja, auch Lionel Messi kann nicht alleine gegen 11 andere spielen. Ne? Das ist halt einfach so. Und es geht halt auch nicht, haben wir ja selber schon gesehen, die letzten Jahre beim FC Bayern, wenn du 11 Individualisten auf dem Feld hast. Ne? Da kannst du auch die 11 besten Spieler haben. Haben ja auch schon viele, viele Mannschaften gezeigt, ja, gerade in England, die da so viel Geld reingepumpt haben und nichts mehr rumgekommen ist. Aber man muss halt schon eine Mannschaft auf dem Feld haben. Ohne den geht es halt nicht, ne? Im Mannschaftssport. Dass man auch, wenn man die gleiche Sprache nicht spricht, trotzdem in eine Richtung marschieren kann. Das ist für uns als Trainer auch und die anderen Betreuer auch eine Herausforderung. Man spricht jeder Englisch. Klar, wir haben dieses Jahr natürlich auch ein paar andere Länder aus Südamerika, haben wir da wieder ein paar dabei. Das brauche ich wahrscheinlich mal Spanisch wieder und es ist immer auch schön, wenn es zufällig was aus neuen Ländern dabei sind, wie letztes Jahr zum ersten Mal einer aus Neuseeland zum Beispiel oder Venezuela. My name is Marco Morilli. I am 19 years old and I am midfielder, Venezuelan midfielder. And now I'm playing for New York Red Bull, FC Bayern World Squad. Ja, wir brauchen noch einen guten defensiven Mittelfelder. Können wir gebrauchen. Ne? Was amazing, really. Aber geht jetzt hier nicht um Josh, Ruhe. I think was amazing experience. Stay with the coaches, the facilities of first level, new teammates. Each goal, each moment was really amazing for me. Marco war natürlich extrem viel Energie auf dem Platz in jeder Training, jeder Spiel und die haben wir gar nicht gesehen, oder? Die World Squad letztes Jahr. Kann mich nicht dran erinnern. Diese Energie braucht man. Ich glaube, in das Spiel, wo wir gegen Szechuan U21 gespielt haben, er und Giovanni, die wollten nicht runter, aber die hatten beide Krampf, weil die so viel gekämpft und gelaufen hatten, dass wir die rausnehmen mussten. Er ist ein Kämpfer. Also der hat echt Leidenschaft, der hat ein Herz auf den Platz gelassen. Ja, wenn das einer weiß, dann Diego. Das war er auch immer. Der hat für die Mannschaft gespielt. Probably I changed a lot of things. When I stayed there, I saw the really first level, the really good things that I need to do to stay there. And yeah, probably more intensity in the trains, probably more or better touches in the pitch, and always go forward. I remember Roy always told me. Has good qualities with the ball, also good ideas like forward ones, but also can make the last play. Really committed. Always trying to do the best for his team, and I think that's what makes him really interesting from a football standpoint. First like a person. Naja, wenn er im Red Bull-Universum ist, dann wird es ja auch relativ schwer, ihn da loszueisen. Die haben ja selber genug Clubs, wo die Talente ihren Weg dann gehen und am Ende irgendwie bei Leipzig landen. Also, wild. And then like a player, Bayern World Squad probably is the principal reason for I am here in New York. From a human being standpoint, really enjoyable to work with him. Always trying to support his teammates, always trying to invest everything he can and trying to push the group in the right direction. 일단 마르코는 경기를 뛸 때 열정이 엄청 느껴지고 그리고 오른발만 쓰는 게 아니라 Ja, Junge, das verstehen wir jetzt nicht. Ja? 양발 다 가리지 않고 슈팅 패스하면서 많이 뛰어다니고 그런 걸 한국 선수들은 그런 선수는 많이 없는 것 같아서 그런 걸 보고 많이 배웠어요. I remember one night in China. Wir haben ihn für immer auf eine neue Position spielen lassen. They wanted that I can play
more forward, like a most offensive midfielder on the pitch. Then in the match, I made 2 goals and we won the match 4-2. Er hat es bei uns letztes Jahr sehr gut gemacht. Er hat, glaube ich, 2 Tore gegen die U19 gemacht. Danach war es ein bisschen schwer, ihn zu verfolgen in Venezuela. Aber dann habe ich natürlich die Nachricht bekommen, dass er zu Red Bull New York, die zweite Mannschaft. Ah, erst also danach zu Red Bull. Ja, gut. Okay, dann war das gerade falsch. Ich habe falsch verstanden von meiner Seite. Aber dann ist das Thema ja auch durch. Also, dann wirst du den ja nicht mehr im FC Bayern Kosmos sehen. Dann ist er jetzt im Red Bull Kosmos und wenn er das Talent hat, wird er seinen Weg da gehen. Ne? Von Red Bull New York gewechselt ist vor ein paar Wochen her. Da sieht man, wie schnell es gehen kann. We are really excited to have Marco here. We are really happy. I think we have a player with a really good skill set as a box-to-box player, and now it's kind of on us trying to develop him, trying to guide him in the right direction, and see where this development goes. Jeder Verein, also wir auch ganz besonders das FC Bayern, wir haben natürlich auch eine gewisse Verantwortung, Nachwuchs zu fördern. Und ich glaube, jetzt alleine dieses Jahr auch mit dem Campus, mit den zahlreichen Debüts in der Profiabteilung und auch. Ja, das muss man natürlich auch mal sagen, jetzt mal unabhängig von unserem Campus oder von den Talenten, die vielleicht aus der World Squad, sind ja nicht viele, die dann vielleicht beim FC Bayern landen, ist es natürlich auch schön, jetzt wie gerade das Beispiel mit der zweiten Mannschaft bei Red Bull New York und sowas, haben wir ja auch schon in den vergangenen Jahren immer wieder gesehen, dass aber auch wenn es dann für den FC Bayern nicht reicht, oder der FC Bayern meint, es reicht nicht für den FC Bayern, dass man dann trotzdem die Spieler unterstützt hat und sie auch bei anderen Vereinen untergebracht hat. Ne? Und das ist doch auch eine sehr, sehr schöne Geschichte. Ja. Bei uns international, ich glaube in der letzten World Squad hatten wir zwischenzeitlich mit Boy mal gezählt, 15 Spieler, die den Sprung zu ihren jeweiligen Mannschaften in den Profibereich geschafft haben. Das meine ich halt. Ne? Erstmal stellst du die natürlich im Schaufenster so, keine Frage. Aber dass man dann halt auch da mit unterstützt, das ist schon aller Ehren wert. Und da gehe ich auch mit, da sollte auch so ein Club wie der FC Bayern auch die Pflicht haben und sich das auf die Fahne schreiben. Ne? Ist natürlich nicht selbstverständlich so, da brauchen wir nicht drüber reden. Ne? Ich weiß nicht, wie viele andere Clubs sowas machen. Aber das ist schön, dass wir das zumindest tun. Von daher ist es, glaube ich, jeder Spieler, der irgendwo weiterkommt oder ankommt, ein Riesenerfolg für den FC Bayern, für die Bundesliga, für alle, die im Jugendbereich arbeiten und so ein Projekt unterstützen. Wir spielen so immer 4-3-3, lass ich es so sagen. Wir suchen 4 Abwehrspieler, 3 Mittelfeldspieler und 3 Angreifer und das mal 2. Und dann fallen von Torhüter 3. Von letztes Jahr haben wir 2 dabei, Park und Gu. Ja, das haben wir natürlich letztes Jahr schon gesagt, dass die wir gerne noch ein Jahr dabei hatten. Und die müssen schon mal wissen, die haben ihren Platz auch nie garantiert. Die müssen auch wieder neu kämpfen, um letztendlich gegen die U19 spielen zu dürfen. Das Vorteil, was die haben, die kennen den Ablauf. Die wissen ungefähr, wie wir als Trainers ticken, wie die Betreuer ticken und das hilft schon. 23 minus 2, dann braucht man 21 neue Spieler und ja, die haben wir wieder gefunden. Probably you know that me and Diego are doing the World Squad, and we would like to invite you to be part of the World Squad this year. Er ist ein großer, dynamischer Spieler, sehr schnell. As a coincidence, I was in Munich a couple of times and I saw 2 Global Academy matches. The first one where you played as a striker. That's not your best position, I think. Yeah. But the second one, you played as a right winger and you did really well. Wenn es dann zufälligerweise ist, während der Periode, wo wir das Spiel ausgewählt haben, dass ich hier bin und die haben ein Freundschaftsspiel, das ist natürlich für mich selbstverständlich, dass ich die dann auch mal live anschaue. Das kleine Vorteil haben die vom Global Academy dann. Das habe ich dann mit Arjan auch gemacht. Und dann hat er eigentlich gezeigt, was wir vom Video auch gesehen haben. Er zeigt halt auf der Außenbahn gerade immer, wie er in das 1:1 geht, wie er das Selbstvertrauen hat, wie er dann aber auch an den Gegenspielern vorbeikommt, Lösungen findet und ein Spielverständnis hat. Ein super interessanter Spieler, aufgrund von seiner Geschwindigkeit, die er auch mitbringt. Grundsätzlich ein Spieler, wo man sich darauf freuen kann, mit sehr, sehr viel Potenzial. Yeah, I feel very happy to be part of the World Squad.
And I think it would be a good experience. Der wird der World Squad sehr, sehr viel helfen, weil wir in der World Squad auch viel auf Offensive setzen. I know that the level of players is very high, as there are some players from last year's World Squad who are now in Global, and they've told me that it's very high level, very good players, very good coaching, and we play against some really good teams, and also get to travel to new countries and new places. Es ist wieder was Neues, neu zusammengewürfelte Mannschaft. Wir sind dieses Jahr in Korea. Ich war schon in viele Länder, aber Südkorea noch nicht so. Ich freue mich deswegen natürlich schon. Südkorea ein extrem spannendes Land, extrem stark wirtschaftlich, mit einer jungen Population, sehr digital und Fußball sehen wir eins der führenden Nationen. Er ist schon sehr unsympathisch, ne? Er ist schon sehr unsympathisch. Er ist schon so ein richtiger, ne? Fußball als Mittel zum Zweck. So kommt darüber, ich weiß nicht, wer er ist. So, I don't know, ja, aber ist schon, das ganze Auftreten ist schon sehr, sehr Business. Zonen in Asien. Ja, wir gehen erst durch Jeju Island, wo wir ein paar Tage trainieren dürfen bei unserem Partnerverein Jeju und spielen dann natürlich auch am letzten Tag gegen die und dann gehen wir zurück nach Seoul, trainieren da, wenn ich es richtig habe, auf dem ehemaligen Trainingscenter von der Nationalmannschaft. Und werden dann da noch 2 Spiele spielen gegen FC Seoul und der zweite gegen eine Highschool. Es ist super, dass wir wieder 3 Spiele haben und dass auch alle 23 Spiele sich zeigen können. Aufgrund der Vergangenheit mit Mo, wo wir ja auch lange versucht haben, eine Lösung zu finden, dass er vielleicht bei uns in die U23 gekommen wäre, was leider nicht geklappt hat. Aber da sieht man ja, welche sportliche Qualität gerade Spieler aus Südkorea haben und gerade die Disziplin, taktisches Verständnis, Spielverständnis, das ist schon sehr. Die haben alle halt, wer die WM gerade guckt, die haben alle super viel aufgeholt. Ne? Ob das afrikanische, asiatische Länder sind, die sind alle, haben in den letzten Jahren super viele Sprünge gemacht. Sehr beeindruckend, die Physis, wie die Jungs da austrainiert sind. Ich rechne mit sehr, sehr, sehr starken Gegnern, Herausforderungen für die Jungs. Und dazu werden wir natürlich auch wie immer was Kulturelles machen. Das gehört auch zu diesem World Squad. Ja, haben wir wieder wie immer eine schöne Reise. Sieht man schon, was für einen Fokus wir darauf setzen. Gehen jetzt mit der World Squad hin und auch mit unserem Profiteam. Wir haben dadurch eine starke Präsenz sportlicher Natur, aber auch interkulturell. Das ist sehr rund, das ist strategisch in einem Markt, der für uns der Rabel muss rubeln, ja. Der Rubel muss rollen. Uns sehr relevant ist. Wir haben ja mit Park einen Spieler dabei wieder, der letztes Jahr hier alle am Campus begeistert hat und den wir am liebsten, wenn es denn möglich wäre, direkt in München behalten hätten. 안녕하세요. 저는 18. Warte. Jetzt kannst du. 18살 대전 한시티즌 미드필더 박병찬입니다. Der war für mich letztes Jahr der Beste von allen. Park ist für mich ein genialer Fußballer. 해외 선수들이랑 하다 보니까 경기 템포도 엄청 빨랐고 그래서 템포 따라가는 거나 터프함을 가져야 될 필요도 있을 것 같고 좀 더 소통도 중요하게 느꼈던 것 같아요. Er hat uns extrem überzeugt, nicht nur uns. Wir haben natürlich letztes Jahr 2 Spiele an der Sebener spielen dürfen, gegen Viktoria Pilsen und gegen Rapid Wien hier. Und dann waren auch Mitarbeiter natürlich dabei und auch Mitarbeiter haben angesprochen, wer war der erste Spieler. Und über den haben wir, glaube ich, eine Sekunde sprechen müssen, um ihn nochmal ein Jahr einzuladen. 아무래도 감독님이나 코치님이 유럽에서 경험이 많으신 분들이셔서 조금 디테일 같은 패스를 들어갈 때도 사소한 바깥발 안발 같은 것도 중요하게 얘기해 주셨던 것 같아요. Also wo ich ihn gesehen habe, wo er gespielt hat auf 6 und habe ich gesehen, das ist ein Wahnsinnsspieler. Also für seine Fähigkeiten und sein Alter. Wir brauchen einen Sechser. 공이 오기 전에 스캐닝을 통해서 주위 상황을 먼저 읽고 공을 받으면서 그 다음 계획이 있는 선수입니다. Der hat letztes Jahr überragend gespielt, jedes Training, da hat man gesehen, da hat er Sachen gemacht, die kann man nicht lernen auf seine Position. Dass er einen Ball angespielt hat, Sechser und eigentlich ohne zu schauen direkt den Ball so einen Crosspass auf den rechten Stürmer gibt und dann weiß man, das hat er von da vorne schon gescannt und das ist Qualität. I remember him like a chill guy, but he's a good person and better and great player.
병찬이는 밖에서는 좀 마냥 좀 순한 아이고요. 너무나 성실한 아이고 팀에 무슨 일이 있으면 솔선수범해서 그런 일도 도맡아서 좀 하는 편이고 키미 선수가 민현 선수 중에서 가장 좋은 것 같아요. 좀 이 상황 인지 능력이 Ja, ist der Josh jetzt nicht, aber sei dir verziehen, du bist ja noch ein bisschen jünger. Ist doch schon okay. 나 수비 능력 같은 부분이 굉장히 좋고 창의적인 패스나 그런 걸로 어시스트나 공격 포인트를 하는 Hoffen wir mal nicht zu 모습을 viel. 많이 보고 느낀 것 같아요. 그런 전진 드리블이나 전진 패스를 통해서 팀에 좋은 영향을 끼치는 게 제 스타일인 것 같아요. 제 개인적으로 첫째자이기 때문에 또 애착이 많이 가서 또 신경도 많이 쓰고 좀 좋은 기회가 왔을 때 이렇게 민현이 꼭 아니더라도 유럽으로 가서 좀 좋은 활약을 했으면 좋겠고 중학교 때 골든에이지라는 연령 대표 같은 게 있었는데 거기서 좋은 플레이를 운 좋게 좋은 플레이를 하게 돼서 중학교 때 민현을 가게 되는데 거기서 알리안츠 아레나 가서 그런 구장에서 뛰어보는 게 로망이고 제 꿈인 것 같아요. 잘해서 거기서 그냥 계속 있었으면 좋겠어. 너한테도 그렇고 우리 팀한테 Aber das hatten wir doch gesehen, oder? Also an ihn erinnere ich mich auf jeden Fall. 도 좋은 거니까 가서 너의 역량을 마음껏 좀 펼치고 좋은 평가 받고 왔으면 좋겠어. Hoffentlich hat dieses Jahr in Korea einen Schritt gemacht und sehen wir noch bessere Parkers als letztes Jahr. Das war's. Das war die Einführung. Wie gesagt, ich werde jetzt noch ein Video machen. Das wird aber so ein Zusammenschnitt von irgendwelchen Shorts sein. Oder ja, Kurzvideos, 2-3 Minuten gehen die meistens. Ich weiß nicht, ob es da noch in den kommenden Wochen dann weitergeht, dass da vernünftige Videos noch kommen. Weil, so wie ich das jetzt gesehen habe, haben die erst jetzt in München gespielt gegen die U19 oder sowas. Kann ja sein, dass sie sich jetzt erst auf den Weg machen. Dann werden natürlich noch Videos folgen in den kommenden Wochen. Dann gehen wir da natürlich rein. Aber das war mal so die Einführung, so ein kleiner Rückblick auf die vergangenen Jahre. Und ja, jetzt gehen wir gleich mal in die Shorts-Geschichte rein. Ich bedanke mich auf jeden Fall für eure Aufmerksamkeit. Wie gesagt, wenn ihr beim FC Bayern was kaufen wollt, macht das gerne über meinen Link. Und in diesem Sinne, haut rein, bis dann. Tschüssi.